Bild hier, oder das ist eines der Bilder, genauso wie was wir vorhin gesehen haben, warum ich diese Serie jetzt schon 2 Jahre lang unglaublich ins Herz geschlossen habe. Seit der ersten Übertragung liebe ich diese Serie einfach. Es ist was Besonderes und das Niveau, welches wir haben, das ist unglaublich gestiegen. Das Roval verspricht auf jeden Fall jede Menge Action und ich freue mich drauf. Und wir schauen einfach mal rein ins Qualifying, das bereits läuft. Wir haben für jeden Fahrer 2 Runden und ich denke, dass schon viele ihre Runden abgeliefert haben. Momentan auf Position 1, da haben wir Jonas Wallmeier mit einer 1.18.640. Dahinter dann Michael Horvath, Brandon D. James. Nicht wundern, das ist Alan Day, der zweifache NASCAR Whelen Euro Series Champion, der bei iRacing mit einem Pseudonym unterwegs ist. Giorgio Maggi auf 4, Mike Steinecker auf 5 und wir sehen es jetzt schon. Viele Fahrer der Euro-NASCAR sind vorne mit dabei, aber auch Simracer. Alles komplett durchgemischt bei diesem Rennen beziehungsweise bei diesem Qualifying und genau das habe ich eigentlich auch erwartet. Ja, Jonas Wallmeier, einer unserer Pro-Fahrer in iRacing, momentan auf 1. Von dem können wir heute uns richtig viel erwarten, oder Tobias? Ja, auf jeden Fall. Der fährt für Redline. Der hat jede Menge I-Rating. Ich glaube, das meiste im Feld. Er hat seine Pro-Lizenz. Also der wird auf jeden Fall ja, ordentlich am Fighten sein. Also der wird er führt das Qualifying an mit knapp 5 Zehnteln. Das ist der ist wahnsinnig schnell. Fährt seit 2014 sogar iRacing, ist 19 Jahre alt und für sein Alter ist er einfach wahnsinnig schnell. Ja, wir sehen gerade, dass die meisten Fahrer ihre Qualifying-Runde bereits in den Asphalt gebrannt haben und deshalb verabschieden wir uns nochmal für einen ganz, ganz kurzen Moment für einen Trailer und dann sind wir gleich wieder da.
So, wir sind wieder zurück und wir können mal auf das Ergebnis vom Qualifying schauen. Auf der Pole Position Jonas Wallmeier in der Startnummer 71. Dann haben wir Michael Horvath auf 2, also gleich 2 Simracer in der ersten Startreihe auf Position 2, Michael Horvath. Dann haben wir mit Alan Day den zweifachen NASCAR Whelen Euro Series Champion auf Position 3. Neben ihm Giorgio Maggi, der vergangenes Jahr in der EuroNASCAR 2 den zweiten Platz geholt hat. Auf 5 Mike Steinecke. Dann haben wir Matthias Kraus auf 6. Das sind wieder 2 Simracer gewesen. Alain Mascarot, der aktuelle Club Challenge Champion, auf der 7. Vor Guillaume Hesnor aus Frankreich. Der arbeitet mit im NASCAR Whelen Euro Series Media Team und ist da ein Arbeitskollege von mir. Auf der 9 haben wir Sven Limberger vor Brian Corwels auf 10. Holger Klüner auf 11. Vittorio Girelli, ein Euro-NASCAR-Fahrer, wieder auf 12. Stefan Walter auf 13, Gregor Eid auf 14, Simon Pilate auf 15, Mike Albrecht auf 16, dahinter dann Advait Deodar, Justin Kuhns, Michiel Haverans, Romain Ianetta, Stevie Ray, Sven von Kehnel, Nadir Rinderknecht, Yves Ledert, Jewgen Sokolowski und wir haben einige, die keine Rundenzeiten haben, wie ich es richtig sehe. Stefan Kresin, Tobias Daunhauer, Francesco Garisto, Joachim Krier, Alessandro Brigatti, Henry Tuomala, Massimiliano Lanza, Gilinsta und Marcel Freinsehner. Da schauen wir natürlich noch ein wenig, wie sich das Ganze hier entwickelt. Das Rennen beginnt um 14 Uhr und dann haben wir 45 Minuten lang Action auf dem Roval. NASCAR Whelen Euro Series Fahrer und Teammitglieder gegen Simracer. Und jetzt natürlich die große Frage, wer wird das Rennen machen? Ich sehe schon im Chat, den wir natürlich auch aktiv uns anschauen werden, dass dort gesagt wird, die Simracer werden es machen. Was ist denn deine Einschätzung, Tobias? Ja, also nach dem Qualifying sieht schon ziemlich stark aus für Wallmeier und Horvath, eben beide Simracer. Alan Day danach auf 3, schon mit einem ganz schön guten Abstand auf Jonas. Also da muss im Rennen schon einiges passieren gleich. Oder eben Jonas den Start ziemlich versauen, ehe hier was Überraschendes passiert. Aber ich denke, dass wir gleich viele interessante Kämpfe sehen werden. Und wie gesagt, das Qualifying ist nochmal was ganz anderes als das Rennen, vor allem auf dem Roval. Hier ist man sehr, sehr schnell irgendwo in der Wand und deswegen muss man da nochmal ganz besonders aufpassen. Also auf dem Roval kann man nie was vorhersagen. Da kommt immer alles anders, als man denkt. Du hast ja im Vorfeld mit einigen Simracern gesprochen, unter anderem mit Jonas Wallmeier, auch über seine Erfolge. Das ist schon Wahnsinn, was der alles eingefahren hat, oder? Ja, genau. Der hat zum Beispiel alle Special Events im selben Jahr gewonnen. Also das 24 Stunden Le Mans, 12 Stunden Sebring, 12 Stunden Bathurst, 24 Stunden Rennen vom Nürburgring, Petit Le Mans, also solche Rennen. Und dann eben alle im selben Jahr. Das hat kein anderer geschafft. Und das ist einfach nur absolut unglaublich. Also der hat noch eine ganz schöne Karriere vor sich. Und der fährt ja auch im Team mit Bekannten wie Lando Norris oder Max Verstappen. Team Redline und der ist ganz schön flott unterwegs. Ja, ich bin auch gespannt, was er hier heute leisten wird und ob er dann direkte Konkurrenz bekommt. Ich muss sagen, dass auch Alan Day ein richtig guter Simracer ist. Wie gesagt, hier mit dem Pseudonym Brandon D. James unterwegs. Momentan auf Position 3 im Qualifying. Mal schauen, was er im Rennen noch leisten wird. Der hat auch ein verdammt hohes I-Rating, ist schon seit Ewigkeiten bei iRacing mit dabei. Also den sollte man hier heute definitiv nicht abschreiben. Und am Ende kommt es ja bei 45 Minuten Rennzeit auch auf die Konstanz an. Wir haben gesehen, Jonas Wallmeier kann definitiv auf einer Runde richtig schnell unterwegs sein. Aber die Frage ist natürlich, wie geht er mit den Reifen um? Wann timet er seine Boxenstops und wie gut kommt er auch später durch den Verkehr? Weil ich gehe schon davon aus, dass wir irgendwann auch Überrundungen sehen werden. Und wenn er da dann natürlich einen Fehler macht, dann kann er so schnell im Qualifying sein, wie er will. So gewinnt man natürlich keine Rennen. Also sehr, sehr interessant, wie sich das Ganze entwickeln wird hier. Ja, wir sehen auch schon ganz, ganz viele internationale Gäste im Chat. Welcome to this Livestream. Just a little note in English. This is a German Livestream because it's from virtualracing.org and this is a German company hosting this race. That's why we are commentating in German. So, zurück wieder ins Deutsche. Tobias, dein Tipp. Komm, hau mal einen raus. Puh, schwierig. Also ich glaube, Wallmeier wird das gleich für sich entscheiden. Je nachdem, wie der Start verläuft. Wenn er sauber durchkommt, dann kann er, glaube ich, wegfahren. Und dahinter, das ist zu eng. Also vielleicht Horvath noch, der kann vielleicht noch an Wallmeier dranbleiben, aber ich glaube, dahinter dann wird es einfach nur sehr, sehr eng. Ich freue mich drauf. Eine Minute noch, dann sollte es eigentlich so langsam losgehen mit dem Rennen. Ich glaube, ich sehe auch schon in unserem Zeitenscreen die letzten Sekunden runter
zählen und dann werden wir gleich in die Startaufstellung schauen. Natürlich gibt es eine Einführrunde. Bei iRacing im Roval ist es so, dass wir den Start durch die Schikane fahren müssen. Auch eine ganz, ganz besondere Herausforderung gleich für die Fahrer, aber eigentlich nimmt NASCAR ja beim Roval dann einfach den ganz normalen Ovalstart mit. Bei iRacing ist das nicht programmierbar. Das heißt, die müssen alle noch durch die letzte Schikane gleich beim Start durch. Auch eine sehr, sehr interessante Art und Weise zu starten. Ich bin mal gespannt, ob das gut geht. Fast Repairs und Co. gibt es alles nicht. Das heißt, wer sein Auto hier kaputt fährt, der muss damit dann auch leben. Und wir sehen auch schon die ersten Autos aufploppen. Das heißt, wir sind gleich bereit für die Einfahrrunde und dann 45 Minuten Virtual Racing e.V. NASCAR Wheel and US Series Challenge at the Roval. Und es ist gleichzeitig die Generalprobe für die EuroNASCAR Esports Series, die am kommenden Dienstag zum ersten Mal das Licht der Welt erblicken wird. Und zwar mit einem Showrennen am Daytona International Speedway und zwar dem Rundkurs mit Cup-Autos. Und danach gibt es wöchentlich Rennen dieser neuen Meisterschaft. Am 28. April startet dann die Saison wirklich mit einem Punkterennen am Indy-Kurs vom Brands Hatch. Und es ist so, dass die EuroNASCAR Esports Series sogar Einfluss auf die reale Teamwertung 2020 haben wird. In der Saison 2020 sind 26 Rennen geplant und die komplette E-Sport-Serie ist ein fiktives 27. Rennen, hat also ungefähr 4% Einfluss auf die Teamwertung. Und da muss man nochmal kurz sagen, Teamwertung, das bedeutet bei der EuroNASCAR ein Auto, die Startnummer 50 beispielsweise von Loris Hesemanns und Tobias Daunhauer. Das ist ein Auto, das ist ein Team, die sammeln in der EuroNASCAR in der Realität in ihren beiden verschiedenen Meisterschaften Punkte, denn die teilen sich das Auto ja in der EuroNASCAR Pro und in der EuroNASCAR 2. Und sie können jetzt hier in dieser virtuellen Meisterschaft quasi ein Rennen schon Punkte sammeln. Der Meister bekommt 40 Punkte für die Teamwerte für sein Auto. Also es ist sogar so, dass die eSport Series, die ab nächsten Dienstag startet, dass die Einfluss haben wird auf die echte Meisterschaft in der EuroNASCAR. So langsam, aber sicher müsste es hier losgehen. Ich bin gespannt. Ja, die Fahrzeuge setzen sich so langsam in Bewegung. Und wir schauen natürlich auf den Pole-Sitter, auf Jonas Allmaier in der Startnummer 71. Neben ihm Michael Horvath, der schon bei Virtual Racing ein Oval Development Program mal eine Zeit lang mitbetreut hat. Also der hat da Oval-Rookies auf den Einsatz im Oval vorbereitet. Das war eine ganz, ganz schöne Sache. Hab auch damals selber mal mitgemacht. Der weiß ganz genau, wie man solche Stockerboliden bewegen muss. Eigentlich eher ein Oval-Spezialist. Jetzt muss er auch mal auf dem Roval zeigen, was er kann. Wir werden jetzt einmal um den Kurs fahren und dann gibt es gleich die grüne Flagge in diesem Rennen. Natürlich gibt es den klassischen Two-Wide-Start, fliegender Start, wie wir es aus dem NASCAR-Sport gewöhnt sind. Momentan sind sie noch alle eingereiht hinter dem Pacecar. Im Laufe des Rennens werden wir keine Full-Course-Cautions, also keine Pacecar-Phasen sehen, sondern nur Local Cautions. Das bedeutet auch, dass wir 45 Minuten lang Green Flag Racing sehen werden, was ja eigentlich relativ positiv ist, weil wir so sehr, sehr viel Action geboten bekommen werden. Natürlich die drei standardmäßigen Cup-Autos mit dabei, der Chevrolet Camaro, der Ford Mustang und auch der Toyota Camry. Obwohl der Toyota relativ unbeliebt in diesem Feld zu sein scheint. Ich glaube, wir haben da nur ganz, ganz wenige, 2 oder 3. Und jetzt sehen wir hier schon einen ganz interessanten Part auf dieser Strecke. Wir waren gerade im Infield unterwegs, jetzt geht es rauf aufs Oval. Wie gesagt, es ist ein Hybrid aus Oval und Rundkurs, deswegen der Name Roval. Und jetzt gleich haben wir die veränderte Busstop-Schikane. Vorher war es eine sehr, sehr schnelle Kurve. Dann hat NASCAR da nochmal einige Änderungen vorgenommen. Und seitdem ist diese Kurve deutlich langsamer geworden. Hier sehen wir auch, wie eng es dazu geht. Links die Mauern, die können verdammt schnell, verdammt nah kommen. Und jetzt geht es gleich rein in die Kurven 3 und 4 vom Oval. Dann noch eine Schikane und dann müsste das Rennen endlich losgehen. Tobias, zappelig?
Sehr. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie das jetzt gleich abläuft. Also der Roval-Start sowieso nochmal ganz interessant. Eben, wie du schon gesagt hattest, durch die Schikane. Das wird auf jeden Fall spannend. Jetzt abwarten, bis das Pacecar einbiegt und dann gebe ich nochmal ab an dich. Die Virtual Oval NASCAR Wheel Enduro Series Challenge 2020 Real Racers meets Sim Racers. Es geht jeden Moment los. Und Green Flag ist in the air. Los geht's. Und Jonas Wallmeier mit einem richtig stark, aber auch Alan Day ist auf der Innenbahn richtig gut weggekommen. Wir gehen rein in die erste Kurve. Michael Horvath muss da Alan Day erst einmal ziehen lassen. Also der zweimalige Euro NASCAR Champion übernimmt hier gleich nach dem Start die zweite Position. Auf Position 4 haben wir weiterhin Giorgio Maggi. Es scheint, als wären alle gut durchgekommen. Das ist natürlich das ist natürlich sehr gut. Aber wir sehen jetzt hier schon, Wallmeier zieht ordentlich weg hier in den ersten paar Kurven. Alan Day kann da kaum dranbleiben und Michael Horvath hat jetzt schon eben in der ersten Kurve eine Position verloren. Wir warten natürlich, bis sich das Ganze etwas eingependelt hat jetzt. Wallmeier auf 1, Alan Day auf 2 und der hat da gleich Michael Horvath und Giorgio Maggi hinter sich. Und dann dauert es ein bisschen. Dann haben wir auf Position 5 Mike Steinecke, den haben wir hier mit der Startnummer 88 hinter ihm. Auf der 6. Position, da haben wir Matthias Kraus. Der aktuelle Club Challenge Champion Alain Moscaron aus Frankreich auf der 7. Position. Dahinter sein Landsmann Guillaume Hesnon. Ryan Coles auf der 10. Und dann haben wir Vittorio Girelli. Der ist momentan 10. Also da haben wir unsere Top 10 bisher gefunden. Und die erste Runde ist jetzt in den Büchern. Wir sehen jetzt hier schon ein Duell im Roval. Das werden wir hoffentlich über die gesamten Dreiviertelstunde hier sehen können. Gerade Gregor Eid gegen die Startnummer 16. Hilft uns einfach noch mal ein bisschen mit dem Sound. Wir müssen noch ein bisschen schauen, ob das vom Mix her passt, weil wir können es einfach nicht live mithören, wie es sich anhört. Also, wenn ihr da noch mal ein paar Tipps habt, dann sagt uns Bescheid, ob wir die Motoren noch ein bisschen leiser oder lauter machen sollen und ob wir auch vernünftig zu hören sind mit diesen Einstellungen, die wir gerade haben. Wir konzentrieren uns jetzt aber auf das Rennen und Vittorio Girelli, der wird hier gerade von Gregor Eid mächtig unter Druck gesetzt. Ganz, ganz enger Kampf, den wir da sehen. Genau, und Geht es um die 10. Position. In eine sehr gute Überholmöglichkeit rein in die Schikane. Da kann man sich ganz gut anbremsen. Ich glaube, wir alle erinnern uns da an ein Manöver von 2018 in der realen NASCAR. Ja, Jimmy Johnson, Martin Truex Jr., das war eine ganz, ganz wilde Sache. Wir gehen mal durchs Feld ein bisschen durch, Tobias, würde ich sagen. Denn wir haben auf Position 12, der lauert dahinter, das ist der Sven Limberger, der momentan dort in der 4. Und Gregor Eid kann sich jetzt vorbeisetzen in Turn 2. Das ist jetzt also auf Position Nummer 10. Jetzt ja genau dahinter Sven Limberger und Simon Pilates. Pilate, genau, das ist ein ganz, ganz junger Fahrer, der für das Team von Jacques Villeneuve starten wird. Und jetzt wird er da gedreht und zwar von Michiel Haveranz, ein Teammitglied von Brax Racing. Oh, und auch Alessandro Brigatti knallt da noch in das havarierte Fahrzeug rein. Sehr, sehr viel Pech jetzt hier in der Anfangsphase für Simon Pilate, aber da sind auch andere Fahrer mit dabei gewesen. Also der erste Schockmoment nach knapp 4 Minuten Rennzeit. Jetzt müssen wir natürlich schauen, wie sich das Ganze etwas sortiert hat dahinter. Während an der Spitze weiterhin Jonas Wallmeier das Rennen anführt vor Alan Day und Mick Horvath. Dann haben wir Giorgio Maggi, Mike Steinecke, Matthias Kraus auf 6. Wirklich ein starkes Rennen bisher von ihm. Krauls auf 7, Moscaron auf 8, Desnaul auf 9, Eid auf 10, Girelli auf 11, Klümer auf 12. Haveranz, der gerade da in diesem Unfall mitverwickelt war, auf Position 13. Sven von Kehnel auf 14.
Mike Albrecht auf 15, Marcel Freinsehner auf 16, Sven Limberger, der hat es bis auf Platz 17 zurückgeschmissen. Dahinter dann Jill Inster, ein ehemaliger Euronascar-Fahrer, Henry Thurmala auf 19 und Alessandro Begatti, den wir da gesehen haben, der dann noch ins Auto geknallt ist. Der ist momentan auf Platz 20 unterwegs. Wir sehen gerade an der Spitze, dass Weimar das Tempo vorgibt. Jetzt steht schon 4,5 Sekunden abgesetzt. Dahinter Alan Day. Ja, und Michael Horvath, der kann eben wohl die Pace aus dem Qualifying nicht wirklich mitgehen. Der muss da Alan Day so ein bisschen ziehen lassen. Kann da nur schwer dran bleiben. Ja, und im Mittelfeld sehen wir, dass das Ganze relativ eng beieinander bleibt. Unter anderem auch hier bei Vittorio Girelli. Dahinter lauert schon Holger Klüner auf der 12. Position. Wir müssen natürlich auch mal schauen, wer noch hinter den Top 20 dabei ist. Wir haben unter anderem hier Romain Iannetta im Kampf gegen Justin Kunz. Und Justin Kunz, der kürzt da mal mächtig ab. Hat da die Schikane verpasst in der Startnummer 99. Normalerweise wird es jetzt in der NASCAR dafür eine Durchfahrtsstrafe geben. Oder er müsste einmal komplett eigentlich stehen bleiben, hätte er da in diesem Bereich. Und dann haben wir jetzt Romain Iannetta gegen Tobias Dauenhauer. Der wird bei uns im Timing mit der Startnummer 19 angezeigt. Da gab es ein kleines Missgeschick, weil ein anderer Pilot mit der 50 gestartet ist. Eigentlich wollte er die 50 haben. Wir sehen auch das Paint Scheme von ihm, von Hendricks Motorsport. Und jetzt hier der Kampf zwischen Iannetta und Dauenhauer. Der nächste Unfall. Oh, und Max Lanzer ist da noch gerade eben dran vorbeigekommen. Da sind jetzt einige in Schwierigkeiten gewesen, weil Tobias Dauenhauer da abgeflogen ist. Oh, und der nächste in der Wand. Das müsste Stefan Walter gewesen sein. Ordentlich Action hier in der Anfangsphase. Und an der Spitze unverändert Jonas Wallmeier vor Alan Day. Obwohl ich das Gefühl habe, ja, wir müssen ein bisschen schauen. Also momentan ist das Timing etwas buggy. Wir haben es gerade schon immer mal wieder gesehen, dass dort die Namen etwas durch die Gegend fliegen. Also nicht davon irritieren lassen. Wir halten euch einfach auf dem Laufenden, was die aktuelle Reihung denn eigentlich aussagt. Jonas Wallmeier vor Alan Day, dann Michael Horvath, Giorgio Maggi und Mike Steinecke. Tobias, Mike Steinecke, auch ein ganz, ganz schneller auf dem Oval. Ja, genau. Also der hat, glaube ich, irgendwas mit 5000 I-Rating. Der ist einfach nur wahnsinnig schnell. Ja, Mike, 38 Jahre alt. Fährt schon seit 93 zum Racing. Also hat eigentlich, ja, sobald es angefangen hatte mit Rennspielen auf der PS1 angefangen. Und ja, eine Pause zwischen 2010 und 2018 eingelegt. Und man sieht, in dieser Pause hat er wohl nichts an Speed verloren. Also ja, auch wenn es gerade im Vergleich zu Wallmeier zum Beispiel ein wenig langsam aussieht. Also Steinecke ist schon einer der ganz, ganz schnellen. Und ja, der hat auch schon viele Serien in der VO gewonnen. Er hat zum Beispiel die VO Class C gewonnen oder ist auch 9. in der Motorvision Extreme Series von Virtual Racing letztes Jahr geworden. Und ja, das ist auf jeden Fall stark für jemanden, der so eine lange Pause eingelegt hatte. Aber ja, wie schon gesagt, er hat nichts am Speed verloren. Schauen wir mal auf einen Kampf um die 6. Position. Matthias Kraus muss sich da in seiner 39 gegen Brian Cowles verteidigen. Wir sehen, dass das weiße Auto mit der Startnummer 191 ziemlich nah dran gerückt ist an die 39 von Matthias Kraus. Mal schauen, ob Cowles da gleich vielleicht einen Angriff starten kann. Wie gesagt, da geht es um die 6. Position. Da dived er sogar schon mal nach innen rein. Aber Kraus kann die Position noch halten. Wir sind jetzt hier im Infield-Bereich des Rovals. Jetzt gibt es wieder 2 Rechtskurven, eine etwas langgezogene. Und dann geht es hier rein in die Spitze rechts. Jetzt gleich geht es dann nach links. Und dann sind wir gleich schon wieder auf dem Oval, auf der Gegengeraden dann. Wir fahren mit Fixed Setup. Also alle Fahrer haben das gleiche Setup zur Verfügung gestellt bekommen. Alle haben die gleichen Bedingungen. Aber bisher findet Brian Cowles keine Chance da, um an Kraus vorbeizugehen. Jetzt vielleicht, jetzt setzt er sich daneben. Mitten in der Schikane. Ist das eine gute Idee? Es scheint so. Starkes Manöver von der Startnummer 191. Und damit haben wir einen neuen 6. Matthias Kraus muss ihn erst einmal ziehen lassen.
Hier blicken wir auf Alain Mascaron und der liegt rund eine Sekunde hinter Gregor Eid auf Position 9. Das sind die beiden, die noch in den Top 10 liegen. Danach dauert es ein bisschen, bis Vittorio Girelli kommt. Und weiter hinten haben wir jetzt einen Kampf mit 3 Fahrzeugen. Wir haben einmal Alessandro Brigatti in der 8. Wir haben Sven Limberger in der 94 und Sven von Kenel in der 24. Da geht es um die Positionen 15, 16 und 17. Tolles Duell und auch Henrito Mala spielt da noch eine Rolle. In der Startnummer 23. Sind sie schon wieder nebeneinander. In der ersten Kurve dieses Kurses. Auf der anderen Seite haben wir gerade die Führenden gesehen, nämlich Alan Day und Michael Horvath, die zumindest auf den Positionen 2 und 3 liegen. Und hier hat momentan Alessandro Brigatti die Nase vorne, der in der kommenden Saison, in der Saison 2020 für Feat Victor Racing in der realen NASCAR-Serie an den Start gehen wird. Das ist das Team, unter anderem auch von Jacques Villeneuve, der da als Fahrer und Teamchef auftreten wird. Und auch Jacques Villeneuve soll in der offiziellen E-Sports-Series der NASCAR Wheel in Year Series mit dabei sein. Bin mal gespannt, was er da reißen kann. Wir switchen mal wieder nach ganz vorne. Und da haben wir weiterhin Jonas Wallmeier, der wirklich die Trainings dominiert hat in den vergangenen Tagen. Immer mal wieder gab es dort Practice-Server und er war immer der Schnellste. Ja, und Alan Day, der hat sich da nicht so oft blicken lassen, fährt aber trotzdem sehr, sehr weit vorne mit, hat aber Mick Horvath da jetzt hinten am Heck kleben. Mick Horvath, wie gesagt, auch ein ganz erfahrener Simracer, Tobias. Ja, genau. 34 Jahre alt. Musste jetzt erstmal beim Dokument so ein bisschen suchen. Ja, fährt eben auch schon seit 97. Also, ja, einer der alten Hasen eben hier im Feld. Also, ja, das ist schon eine ganz schöne Zeit, jetzt über 20 Jahre hier Simracing zu fahren. Fährt eben für Bumpbusters. Ist sogar Teamchef eben von dem Team. Fährt im iRacing Service Class A und Class B. Und ist sogar Meister der Super Late Models in der Virtual Oval Serie. Also Virtual Oval genauso wie Virtual Racing ein Veranstalter für Rennen, nur eben anders als Virtual Racing eben ausschließlich auf Ovalen. Genau so sieht's aus. Und Mick Horvath, der versucht sich jetzt so langsam Alan Day hier zurechtzulegen. Wie gesagt, da geht es um die zweite Position. Noch kann Alan Day die Startnummer 54 dahinter sich halten. Wir sehen auch schon wieder hier eine kleine Diskrepanz mit den Startnummern. Alan Day mit seiner standardmäßigen 24 von PK Carsport unterwegs. In dem Timing wird auch die 34 angezeigt. Auch da hat etwas nicht ganz funktioniert, aber wir lassen uns davon nicht beirren, denn wir können dieses markante Monsterauto, das Alan Day für PK Carsport in der Euro-NASCAR fahren wird, schon auch so erkennen, auch wenn die Nummer nicht hundertprozentig stimmt. So, momentan scheint es aber auch so auszusehen, als ob Horvath jetzt langsam wieder den Speed von Alan Day mitfahren kann. Also hat sich jetzt wieder rangearbeitet. Die beiden trennt ungefähr eine halbe Sekunde. Also da denke ich, dass wir uns langsam mal auf einen richtigen Kampf hier vorbereiten können. Beziehungsweise auf ein richtiges Überholmanöver. Hier um Platz 2. Aber jetzt ist er auch ganz aggressiv da über die Curbs gefahren. Hast du gesehen, wie er hochgeflogen ist, das Auto? Die zweite Position, die möchte er unbedingt haben. Die hat er sich im Qualifying ja sogar erfahren. Und den Turn 1 dann direkt verloren. Zeigt dann natürlich auch wieder, wie wenig das Qualifying tatsächlich wert ist. Und jetzt hier wieder ganz aggressiv über die Curbs gefahren. Wir werden diesen Zweikampf natürlich in den Augen behalten, aber wir switchen mal etwas weiter nach hinten. Auf der vierten Position haben wir aktuell in der Startnummer 18 Hendricks Motorsport-Fahrer Giorgio Maggi, der vergangene Saison in der Euro-NASCAR 2 auf Position 2 ins Ziel gekommen ist in der Gesamtwertung. In der Saison 2020 wird er in die Euro-NASCAR Pro aufsteigen und dann eben mit der Startnummer 18 an den Start gehen. Und der hält aktuell Mike Steinecke hinter sich, der in seiner 88 weiterhin auf Position 5 unterwegs ist. Brian Cowles weiterhin auf der 6, der ja vorhin so spektakulär an Matthias Kraus vorbeigegangen ist, den wir hier auf der 7. Position haben. Mein
Arbeitskollege im Euronascar Media Team, Guillaume Hesnaut, weiter in den Top 10 auf Position 8, auch ein begnadeter Simracer aus Frankreich. Und der hat Gregor Alt hinter sich auf der 9. Position. Alain Moscaron in der 199 auf 10 vor Vittorio Ghirelli aus Italien. Der ist momentan auf Platz 11 unterwegs. Dann haben wir mit der 111 Marcel Freinsehner. Auch ein sehr begnadeter Simracer, über den können wir vielleicht später auch noch ein paar Worte verlieren. Auf 13 zurückgekämpft nach diesem Unfall mit Simon Pilate, Alessandro Brigatti. Auf Platz 14 haben wir Sven Limberger, wollte ich da fast sagen, aber Henri Tuomala ist da gerade mal vorbeigegangen. Der aktuelle Challenger Trophy Champion aus Finnland hat sich da die 14. Position geschnappt. Limberger jetzt auf 15. Dahinter haben wir Michiel Haverans in der 30. Sven von Kenel auf Platz 17 und Justin Kuhns auf 18. Alle sehr, sehr eng beieinander. Schauen wir mal auf die 99 von Kuhns. Den haben wir hier vor Holger Klüner in der 66. Das sind quasi fiktive Teamkollegen. Justin Kuhns fährt in der Realität für DF1 Racing, Holger Klüner im DF1 Racing E-Sports Team. Auf Position 20 haben wir Advait Deodar aus Indien. Ganz exotischer Fahrer, den wir da in der Euronascar mit dabei sind. Immer ein Lächeln auf den Lippen, immer einen lustigen Spruch auf den Lippen. Hat auch Ewigkeiten in Großbritannien gelebt. Und den werden wir auch im Jahr 2020 hoffentlich wiedersehen. Auf 21 haben wir dann mit der Startnummer 33 heute Jill Insta, der versucht, sich einen Namen zu machen in den USA. Jill Insta aus Luxemburg, der war Ewigkeiten auch in der Euronascar aktiv. Jetzt baut er mit The Garage Shop um sich herum ein Team auf, um in Amerika auf den Short Tracks Fuß zu fassen. Er ist unter anderem auch schon in der World Series auf Asphalt Stocker Racing am New Smyrna Speedway an den Start gegangen. Und zwar in diesem Jahr vor dem Daytona 500. Ich habe sogar ein Rennen von ihm dort live gesehen. Hat er sich richtig gut angestellt. Dann haben wir auf der 22. Position, das ist Romain Iannetta, richtiges NASCAR Wheel in US Series Urgestein. Dahinter dann Tobias Dauenhauer aus Deutschland, ein Euronascar Newcomer, der im Jahr 2020 sein Debüt in dieser Serie feiern wird. Auf der 24 dann mit der Startnummer 06 Mike Albrecht. Dann auf der 25 der Teamkollege von Mick Horvath, Stefan Walter. Auf der 26 Nadir Rinderknecht. Auf der 27 ebenfalls ein E-Sports DF1 Pilot Joachim Krier. Dann haben wir noch mit der 88 Massimiliano Lanza, Max Lanza genannt, aus der NASCAR Wheel in US Series. Hier mit der 48 auf 29 Jewgen Sokolowski, der für Marco Stipp Motorsport an den Start gehen wird in der Euronascar. Marco Stipp Motorsport, ein deutsches Team aus Nordrhein-Westfalen. Auf der 30 haben wir Stefan Kresin, der da gerade Alan Day vorbeilässt. Jetzt muss er auch für Mick Horvath da ein bisschen Platz machen. Oh, und da gibt es fast die Berührung. Haben wir genau zum richtigen Zeitpunkt reingeschaltet, Tobias. Ganz, ganz kribbelige Szene. Und Stefan Kresin muss jetzt aufpassen, denn Stevie Ray hat da einfach mal die Gunst der Stunde genutzt und ist an Kresin vorbeigegangen. Dann haben wir auf der 32 Francesco Garisto, 17-jähriger Italiener, der ebenfalls kurz vor seinem Euronascar-Debüt steht. Auf der 33 Yves Lederle an der Box und auch Simon Pilate nicht mehr dabei. Jetzt sind wir mal durchs komplette Feld gegangen, Tobias. Und Wallmeier führt weiterhin das Rennen an mit über 10 Sekunden Vorsprung auf Alan Day. Wir haben schon einige Autos gesehen, die tatsächlich schon ziemlich schwere Beschädigungen dabei haben. Stefan Kresin zum Beispiel, einer davon. Die werden natürlich durchgereicht, denn der einzige Unterschied zwischen den Fahrzeugen hier quasi zwischen zum Beispiel Ford, Toyota und Chevrolet ist eben nur das Aussehen vom Fahren. Fahren die sich quasi eben alle gleich. Der Sound ist nur noch unterschiedlich und eben das Aussehen. Aber ansonsten ist eben hier, ja, alles gleich. Eben eine richtige Cup-Serie. Und ja, ich glaube, die Setups sind ebenfalls fixt. Also geht es hier wirklich nur ums fahrerische Geschick. Ja. Und ja, deswegen sehen wir jetzt hier auch so viele spannende Zweikämpfe. Und hier haben wir Marcel Freinsehner gegen Vittorio Ghirelli, Simracer gegen Real Racer. Genau das, was wir mit diesem Event auch bezwecken wollten, dass genau diese zwei verschiedenen Kategorien aufeinandertreffen. Und der Marcel Freinsehner, der hängt jetzt richtig tief drin im Heck des Italieners vor ihm. Vittorio Ghirelli im Jahr 2019 hat er sein Euronascar-Debüt gefeiert und war von vornherein vorne an der Spitze mit dabei in der Euronascar 2 Meisterschaft.
wie gesagt, die reale NASCAR-Pilot. Oh, jetzt ist da Girelli sehr, sehr hart über die Curbs gefahren in der Schikane. Mal schauen, ob Freinsehner das ausnutzen kann. Aber Girelli scheint noch die Oberhand zu haben. Aber was ich sagen wollte, ist, die EuroNASCAR eSport Series ab nächsten Dienstag hat ein ganz besonderes Format. Es haben sich schon über 60 Fahrer angemeldet. Es wird 2 Vorläufe geben. Heats mit ungefähr 30 Fahrern. Die besten 15 kommen ins Finale. Die sich nicht qualifiziert haben, bekommen dann nochmal in einem Last Chance Qualifier die Chance, 6 weitere Plätze gut zu machen für das Finale. Und dann haben wir eben das Finale, wo die Punkte auch vergeben werden, mit 36 Teilnehmern. So zumindest der Plan bei der EuroNASCAR eSport Series. Und jetzt ist der Brigatti an Marcel Freinsehner vorbeigegangen. Der Italiener, wie gesagt, für Feed Vic Racing wird er an den Start gehen. Nach dem kleinen Unfall unverschuldet mit Simon Pilate hat er sich wieder ganz schön weit nach vorne gekämpft. Und Marcel Freinsehner, der muss sich jetzt auf Platz 13 erstmal zufrieden geben. Welche Infos hast du über ihn? Tobias, hast du da schon etwas bereit über die 111? Klar, 31 Jahre jung, fährt erst seit ungefähr 2 Jahren, also seit dem 25.02.2018. Und da gab es eine kleine Kollision. Ja, Girelli ist dazu gefallen und Freinsehner in die Mauer. Ich glaube, ja, das ging nochmal ganz gut aus für den Fahrer da im schwarzen Mustang. Aber ja, eben Freinsehner jetzt gerade übel in die Wand gefahren. Großer Erfolg von Freinsehner ist tatsächlich ein Rennsieg mit einem GT3 auf Suzuka. Hatte da sehr viel für trainiert und dann eben auch die Lorbeeren für eingesammelt. Und ja, er wollte unbedingt nach Venray eigentlich, aber ja, während der aktuellen Situation eben ist das leider momentan unsicher, ob das stattfinden wird. Ja, das stimmt. Wir müssen natürlich ein bisschen auf die Kalender schauen. Aber wir konzentrieren uns nicht auf das Racing, was nicht stattfindet, sondern wir konzentrieren uns einfach auf das Racing, das stattfindet. Und Vittorio Girelli, der verliert jetzt hier nach diesen Unfällen ordentlich Boden. Sven Limberger ist da jetzt am Italiener vorbeigegangen, aber der versucht zu kontern hier in den Kurven 1 und 2. Und dahinter lauert auch Henri Tuomala aus Finnland. Limberger setzt sich erst einmal vor Girelli. Girelli jetzt wieder mit dem nächsten Angriff. Limberger nimmt den Schwung mit. Da gibt es die nächste Berührung zwischen Girelli und Limberger. Und die nächste Berührung. Und diesmal fliegt Girelli ab, weil innen Henri Tuomala war. Girelli für mich da etwas aggressiv unterwegs gewesen auf dieser Geraden. Hat das Auto ein bisschen verloren, habe ich das Gefühl gehabt zumindest. Und dadurch gab es dann diese zweite Berührung. Girelli wird jetzt sehr, sehr viele Positionen verlieren. Vielleicht war es das auch für ihn in diesem Rennen. Glück, dass Sven Limberger und Henri Tuomala da ohne Schäden rausgekommen sind. Oh, hier haben wir Girelli das Auto ziemlich zerstört. Ich glaube, der wird nicht mehr die Pace mitgehen können. Ja, leider. Das sah sehr komisch aus, was da gerade passiert ist. Also, scheinbar wollte er schon fast so ein bisschen blocken, hat dann aber leider übersehen, dass Tuomala da quasi direkt neben ihm war. Und ist dann eben in ihn gefahren und dann in die Wand abgebogen. Schade für ihn, aber wir haben hier weiterhin tolle Zweikämpfe, auf die wir uns konzentrieren können. Horvath zum Beispiel kann weiterhin an Allendale dranbleiben. Ja, absolut. Und auch hier im Mittelfeld. Mike Steinecke gegen Brian Cowles und Matthias Kraus, die sind auch alle relativ nah beieinander. Nee, der Matthias Kraus hat doch einen ordentlichen Abstand. Da ist noch Stevie Pirai mit drin als Lap-Car. Also Brian Cowles gegen Mike Steinecke um die 5. Position. Wir haben jetzt noch knapp 22 Minuten zu fahren in diesem Rennen. Und Tobias, wir haben jetzt sehr, sehr viel über die echte EuroNASCAR gesprochen, über die EuroNASCAR eSport Series. Aber dieses Rennen wird natürlich vom virtualracing.org gehostet. Und du bist nicht nur Kommentator bei diesem Verein für Simracing, sondern auch selber Fahrer. Wo fährst du denn eigentlich dort mit? Meistens in Assetto Corsa-Serien, also nicht iRacing-Serien. VR-FAC, VRCO und VR-GTC. Und in R-Factor sogar noch in der VR-LSM. Also da kann man auf jeden Fall mal vorbeischauen. Mir machen die Rennen da bei VR sehr viel Spaß. Sind sehr, sehr, sehr kompetitiv. Also wir haben da sehr, sehr viele sogenannte Aliens. Also sehr, sehr schnelle Fahrer, mit denen man sich auf jeden Fall messen kann. Ich glaube, in der Videobeschreibung ist es sogar alles verlinkt. Da kann man auf jeden Fall mal vorbeischauen. In iRacing gibt es auch 2 Serien, zum Beispiel die GTS und die VRPC. Der VRPC-Trailer lief ja schon im Vorhinein und wird von Manuel Wendel kommentiert, genauso wie die GTS. Also ich denke, Manuel Wendel ist hier vielleicht dem einen oder anderen sogar ein Begriff.
ein sehr, sehr, sehr guter Kommentator. Und ja, die VR ist auf jeden Fall mal ein Blick wert. Ja, mitmachen, anmelden und sich einfach die Lieblingsserie raussuchen, in der man mitfahren möchte, wenn man natürlich etwas trainiert hat. Denn der Wettbewerb in Virtual Racing bei virtualracing.org, der ist relativ hoch. Tobias und ich haben ja auch die Freude, die VRTM, eine virtuelle Tourenwagenmeisterschaft bei Race Room, zu kommentieren. Also dort gibt es eine sehr, sehr große Vielfalt an verschiedenen Simulatoren, an verschiedenen Klassen und Autos, die gefahren werden können. Wir konzentrieren uns wieder auf das Racing und du machst im Hintergrund schon leichte Geräusche, weil da geht es richtig zur Sache. Wir haben hier gerade Jill Linster. Dahinter, das ist die 79 von Stefan Kresin. Die sind aber, wenn ich das richtig sehe, nicht im direkten Kampf. Nee, nur in der Wiederholung, gerade bei YouTube hatte ich gerade gesehen, dass die Nummer 50 sich weggedreht hatte. Die 50, ja. Genau, das ist schon ein bisschen länger her jetzt. Also bestimmt schon eine Minute. Stimmt. Aber hatte sich weggedreht gerade. Guillaume Hisnau, der war lange in den Top 10 mit dabei. Wie gesagt, ein Teil des Euronesca Mediateams. Und wer wird denn da vorne weggeschoben? Das ist die 33. Das ist das Auto von Jill Linster. Hier haben wir ihn. Der wurde aber mal mächtig T-boned. Quasi schon wie bei einem Banger-Rennen ging es da gerade zu. Und da wird Jill Linster jetzt natürlich einige Positionen verlieren. Also weiterhin sehr, sehr viel Action im gesamten Feld. Und wir müssen jetzt mal wieder ein bisschen schauen. Ich glaube nämlich, dass auch schon der ein oder andere langsam überlegt, an die Box zu kommen. Alessandro Begatti, schau dir das mal an. Der hatte einen Unfall ganz, ganz früh im Rennen und ist mittlerweile auf Platz 7 vorgefahren. Da sieht man mal, wie schnell der eigentlich ist. Mick Horvath wird mir aktuell nur auf Position 6 angezeigt. Da sind Brian Corvals, Mike Steinecke, Giorgio Maggi und, ja, nee, die sind vorbeigegangen und Alan Day ist noch weiterhin auf 2, genau. Genau, da scheint es ein Problem gegeben zu haben. Also ob es da wohl eine Berührung gab oder ob da Horvath selbst verschuldet der sich vermutlich gedreht hat. Also Schaden kann ich am Auto nicht feststellen. Oder war er schon in der Box? Also für die Box scheint es ein bisschen kurz gewesen zu sein. Also scheint es wohl auf eine Feder hinausgelaufen zu sein. Ja, das werden wir natürlich weiterhin beobachten. Wie das Ganze sich hier am Ende ausgehen wird. Ja, Tobias Downhauer, da haben wir ihn gerade wieder in der 50 gesehen. Sehr, sehr früh im Rennen einen heftigen Schaden zugezogen an seiner Front. Wir sehen es auch, da ist die ganze Frontpartie weg. Der fährt aber trotzdem tapfer weiter mit. Das finde ich immer toll, dass die Fahrer da nicht sofort aufgeben, sondern versuchen weiterhin die Ergebnisse trotzdem einzufahren. Zumindest das Bestmögliche daraus so. Und das ist ja auch so ein bisschen der Spirit von NASCAR. Ich weiß nicht, wie oft wir schon gesehen haben, dass im NASCAR-Sport Autos völlig zerstört wieder auf die Strecke geschickt worden sind. Mit 30, 50, 70 Runden Rückstand und dann trotzdem noch das Rennen beendet haben, weil es darum geht, die schwarz-weiß karierte Flagge zu sehen. Also das ist eine ganz, ganz besondere Einstellung, die im NASCAR-Sport da vorherrscht. Absolut. So, wir müssen mal durchatmen. Auf Platz 1, Jonas Wallmeier. Nichts Neues an der Spitze. Der dominiert das Rennen wirklich nach Belieben. Eigentlich kann er sich nur selbst im Weg stehen oder beim Überrunden in irgendeine ganz, ganz böse Lage verwickelt werden. Ansonsten sehe ich momentan niemanden, der ihn da noch einholen könnte, auch wenn wir noch 17 Minuten zu fahren haben. Auf der 2 haben wir dann Alan Day, der wieder zeigt, dass er auch in der virtuellen Welt richtig gut unterwegs ist. Auf der 3 dann Giorgio Maggi, der Schweizer, den wir später hoffentlich auch noch im Interview haben werden. Auf der 4 Mike Steinecke mit der Startnummer 88, der schnelle Oval-Racer aus Deutschland. Auf Position 5 dann Michael Horvath, der lange Zeit auf Position 3 war, dann zurückgefallen ist auf die 5. Dann haben wir hier Henry Tuomala, der muss auch mächtig bodengut gemacht haben, der Finne. War die ganze Zeit noch außerhalb der Top 10 unterwegs. Brian Corvals auf der 7. Muss jetzt ein bisschen aufpassen. Genauso wie Sven Limberger, der da im Kampf mit Matthias Kraus ist. Schau dir das an. Ja, Limberger ja auch schon vorher hatten wir ihn im Duell mit Tuomala gesehen. Also seitdem ist jetzt auch schon etwas Zeit vorangeschritten. Also ja, Tuomala, eben wie du schon gesagt hattest, richtig gut gemacht. Und Kraus, wo ist Kraus jetzt hin? Der
hat sich da wohl gerade verabschiedet. Also, Hier wird er mir angezeigt auf der 8. Position. stimmt, genau. Jetzt, ja, auf der 7 tatsächlich. Also, der Timescreen ist gerade ein bisschen komisch. Ja, Haben wir grad da ein gibt paar es Probleme definitiv Probleme mit dem Datenfluss. Da haben wir leider keinen Einfluss drauf. Also schauen wir mal weiter. In der Reihung auf der Position 10 wird uns zumindest angezeigt, das doch eher ramponierte Auto von Advait Deodar auf der 11 dahinter. Gregor Eid, Mike Albrecht aktuell auf 12 gewertet, wenn das richtig angezeigt wird. Marcel Freinsehner auf der 13. Hier haben wir die 111 Alain Mascaron auf der 14. Alessandro Bigatti auf der 15. Holger Klüner mit der 66 auf 16. Nadi Rinderknecht dahinter. Genauso wie Guillaume Hesnon und Joachim Krier. Wir bleiben jetzt mal drauf bei Joachim Krier mit der Startnummer 00 von DF1 Racing Esports und er ist ebenfalls der Gründer von 3White.de. Sehr geschätzter Kollege von mir, der auch viel über die Euronascar zu berichten hat. Hält sich hier tapfer in den Top 20 aktuell. Macht seinen Job bisher richtig gut. Wir springen rüber zu Gregor Eid gegen Advait Deodar. Da gab es nämlich den nächsten Positionstausch. Gregor Eid ist da vorbeigegangen an dem Inder mit der Startnummer 31, der da schon wieder sehr, sehr weit rausgekommen ist. Und er muss jetzt nach hinten schauen, ob da Mike Albrecht und Marcel Freinsehner nicht sogar noch näher kommen. Aber jetzt gerade haben wir ein sehr, sehr durchgemixtes Feld, weil viele überrundete Piloten mit dabei sind. 13 Minuten hier vor dem Schluss. Auch schon wieder ein irrer Drift von Advait Deodar. Der geht wirklich volles Risiko. Hinter ihm jetzt mit der 32. Das ist Romain Iannetta. Aber auch da ist das Auto schon kaputt. Iannetta liegt zurück, liegt momentan auf Position 30. 2 Runden hinter dem Führenden. Und da gibt es den nächsten Unfall. Deodar, Iannetta. Wer war da noch mit drin? Stefan Kresin. Da kommt noch jemand aus der Box raus. Das müsste... wer war das? Henry Thomala, wenn ich mich nicht getäuscht habe. Ja, die 23. Also jetzt überschlagen sich gerade wieder die Ereignisse. Und wir müssen gleich wieder versuchen, diese ganzen Situationen aufzulösen. Denn da kamen welche aus der Box. Wir hatten ein paar Crashs. Das bedeutet, dass gleich in der Reihung sich wieder etwas massiv geändert haben wird, Tobias. Genau, da stand gerade ein gelbes Fahrzeug direkt mitten auf der Strecke. Ich weiß nicht, wer es war. Vielleicht Stefan Kresin. Ja, der fährt kein gelbes Auto. Ich überlege gerade, wer gelb unterwegs ist. Wir hätten da unter anderem Max Lanzer. Das Auto ist zumindest ziemlich hinüber. Es könnte aber auch Jill Linster gewesen sein mit der 33. Das sind so die beiden gelben Autos, die mir sofort in den Sinn kommen. Jill Linster auf 19 unterwegs und eben Massimiliano Lanza aus Italien momentan auf Platz 30. Na, ich denke dann mal, das ist ja hier eben das Fahrzeug im Fokus hier gewesen sein wird. Also der Schaden, der ja scheint auf jeden Fall darauf deswegen geschehen worden zu sein. Also ja, schwierige Situation da am Boxenausgang gewesen. Währenddessen jetzt hier Wallmeier weiterhin mitten in den Überrundungen drin. Ja, das ist eine ganz schwierige Situation natürlich, weil beim Überrunden, da muss der Konkurrent natürlich etwas mitmachen. Der muss die Augen dafür haben, wo man selber steht. Und es geht natürlich auch darum, genügend Platz zu lassen, aber sein eigenes Rennen dabei nicht zu vernachlässigen. Und wer ist es denn, der da hinter ihm herfährt mit der 199? Alain Mascaron, der versucht da mal die Linie des Führenden einfach mitzufahren. Der Franzose, der aktuell auf der 13. Position liegt. Also wir sehen auch, dass Wallmeier mächtig durch das Feld hier flügt. Hat schon den 13. überrundet. Marcel Freinsehner in der 111, damit der letzte Fahrer in der Lead Lap. Thomala auf 11, Brigatti auf 10, Limberger auf 9, Eid auf 8, Steinecker auf 7, Kraus auf 6, Kraubels auf 5, Horvath auf 4, Maggi auf 3, Day auf 2, Wallmeier auf 1. Mal ganz kurz der Schnelldurchlauf hier bei der Reihung. Und wir schauen natürlich, ob im Mittelfeld die Kämpfe weiter genauso hart geführt werden wie in den vergangenen rund 30 Minuten. Und hier haben wir den nächsten Kampf. Das ist
Henry Thumala, der Finne aus der NASCAR Whelen US Series gegen Marcel Freinsehner, dem Simracer in der Startnummer 111. Und die beiden trennen gerade nur wenige Meter. Oh, Thumala kommt da weit raus. Die Chance für Marcel Freinsehner, innen reinzustechen. Jetzt geht es natürlich nach links und Thumala verliert diese 11. Position. Du musst jetzt aufpassen. Schau mal, da sind einige durchgerutscht. Thumala jetzt nur noch auf 13. Auch Mosqueron ist da noch durchgegangen. Und ich glaube auch Wallmeier, der da mittendrin war. Genau, Wallmeier. Jetzt Thumala eben auch eine Runde zurück. Ja, das sehen wir im Hintergrund. Also Wallmeier zeigt hier eine absolut beeindruckende Pace. Vor allem eben hier, ich weiß nicht, ob wir das schon angesprochen hatten, wir haben hier sehr, sehr hohe Asphalttemperaturen. Die machen das Roval natürlich auch nochmal ein bisschen anspruchsvoller. Und dadurch natürlich auch auf jeden Fall interessanter. Und wir sehen hier auch, einige Fahrer haben damit auf jeden Fall zu kämpfen. Absolut, ich bin auch bei den Trainingssessions das ein oder andere Mal selbst mitgefahren. Ich bin ja auch begeisterter Stockerfahrer bei iRacing. Und ich muss sagen, die Strecke ist verdammt fordernd mit diesem Setup, dass hier einige 1,18er Zeiten fahren. Ich habe keine Ahnung, wie die das überhaupt schaffen. Und dann hier über den Long Run so konstant zu fahren, das ist schon wirklich eine Meisterleistung. Und jetzt haben wir einen richtig tollen Zweikampf. Und zwar um die 6. Position. Mike Steinecke in der 88 und vor ihm hat er da Matthias Kraus in der 39. Zweimal Chevrolet. Die beiden kennen sich aus verschiedensten Serien. Die wissen eigentlich genau, wie der andere tickt. Mal schauen, wie dieser Zweikampf ausgehen wird zwischen den beiden hier. 9 Minuten vor Schluss bei der virtualracing.org NASCAR Whelen US Series Challenge at the Roval. Wir sind in North Carolina, wir sind in Charlotte im virtuellen und dürfen trotz der rennfreien Zeit Virtual Racing genießen. Und zwar mit echten NASCAR Whelen US Series Piloten gegen die deutschsprachigen Simracer. Und jetzt ist Mike Steinecke da an Matthias Kraus vorbeigegangen. Ganz sauberes Manöver. Jetzt geht's rein in die Schikane. Mike Steinecke jetzt auf 6, Matthias Kraus zurück auf die 7. Position. Alan Day, der hat sich's mittlerweile sehr, sehr gemütlich gemacht auf dem 2. Platz. Mick Horvath ist wieder zurück auf 3. Aber dennoch trennen die beiden doch noch ein paar Sekunden jetzt. Also Alan Day, der hat es auch gerade selbst in der Hand, hier diesen 2. Platz in Ruhe mit nach Hause zu nehmen. Alan Day wäre damit der beste NASCAR Whelen US Series Fahrer. Auf Position 2 Jonas Wallmeier, der beste Simracer auf 1. Dann haben wir auf 3 wieder einen Simracer, auf 4 wiederum einen Euro-NASCAR-Fahrer. Also es ist komplett bunt durchmixt hier in diesem Feld. Und wir springen mal weiter nach hinten ins Feld. Und zwar haben wir hier den Kampf zwischen Sven von Kehnel auf Position 20 und dann haben wir auf Position 19 Tobias Dauenhauer, der immer noch mit seinem ziemlich zerstörten Ford Mustang von Hendricks Motorsport unterwegs ist. Wir sehen auch die Meisterlivery von Loris Hesemanns drauf, die er im Jahr 2019 gefahren hat. Damit hat er den Euro-NASCAR-Titel geholt, der Loris Hesemanns, und Tobias Dauenhauer ist sein neuer Teamkollege in der Serie. Schade, dass Loris Hesemanns heute nicht die Zeit hatte, um hier mitzufahren, aber in der offiziellen eSport Series wird Hesemanns mit Sicherheit auch um die Top-Positionen kämpfen. Oh, da sehen wir jetzt gerade, dass sich jemand da ordentlich verbremst hat, muss da direkt mal die Schikane abkürzen. Ja, es ist Dauenhauer wieder gewesen. Ja. Und jetzt muss er nach hinten schauen. Wo sieht er da fast? Sagen sie neben sich die Startnummer 30. Aber wir sehen hier viele demolierte Fahrzeuge, also. Stocker Racing. Aber so richtig. Also das zeigt natürlich, dass wir hier auf jeden Fall viel Action auf der Strecke hatten. Und wir kommen langsam in den letzten paar Minuten des Rennens. Nur noch 6,5 Minuten ungefähr. Ja, und hier haben wir die Startnummer 99. Ich hoffe, dass wir den später auch noch im Interview haben. Und zwar Justin Kunz aus Deutschland. Richtiges NASCAR Whelen US Series Urgestein. Unter anderem für Car Racing unterwegs gewesen. Jetzt ist er bei DF1 Racing aus Österreich an Bord. Fährt dort seine 2. Saison im Jahr 2020. Bin mal gespannt, wie er sich machen wird, wenn es wieder Racing auf den Rennstrecken in Europa gibt. Wie gesagt, die NASCAR Whelen US Series, der offizielle Ableger der NASCAR in Europa. Gefahren werden 7 Strecken, 6 Rundkurse, 1 Oval. Wir sind in Valencia, in Brands Hatch, in Most, in Hockenheim, in Zolder.
in Vallelunga und dann noch auf dem Oval vom Raceway Venray. Das sind die Strecken, die befahren werden in der Saison 2020. Wir blicken mal wieder auf Guillaume Hesnault, der sich versucht natürlich nach seinem Fauxpas wieder nach vorne zu kämpfen. Er hat da Mike Albrecht vor sich, den wir auch gerade noch im Bild gesehen haben. Übrigens, ganz kurzer Einwand, Horvath ist wieder zurück auf Position 3. Also Ja, da, genau. Er hat sich wieder nach vorne geschlichen. Genau. Und da haben wir ihn auch direkt hinter Guillaume Hesnault, den wir gerade noch im Fokus hatten. Also der Franzose wird gleich vom deutschen Simracer überrundet werden. 5 Minuten hier vor Schluss. Ja, und an der Spitze weiterhin Jonas Wallmeier. Oh, und jetzt... Oh, da macht er jetzt mal einen Fehler. Kriegt er natürlich eine Slowdown-Penalty, muss also kurz für ein paar Sekunden vom Gas, für kurze Zeit. Also, das ist natürlich nichts Dramatisches. Hat er natürlich eine riesige Führung gegenüber Alan Day. Da sieht man, dass man die Konzentration aber auch nicht einfach weglassen darf. Man muss auch, wenn man so einen großen Vorsprung hat, immer fokussiert sein. Genau. Und es ist natürlich immer noch möglich, dass Wallmeier jetzt mal ganz kurz wirklich einen kompletten Blackout hat und das Ding in die Wand setzt. Also das ist es, genau. das ist vor allem auf dem Roval gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Aber Wallmeier jetzt mit 12,3 Sekunden weiterhin auf Position 2. Hat so ungefähr 2 Sekunden verloren. Auf Position 2 weiterhin Alan Day. Der hat momentan freie Fahrt, kein Verkehr um sich herum. Niemand, der ihn angreifen kann. Michael Horvath hier auf Position 3. Bei ihm sieht es anders aus. Der muss da immer noch an Guillaume Hesnault vorbei. Auf Position 4 haben wir Giorgio Maggi in seiner Startnummer 18. Er scheint einem soliden Top-5-Ergebnis entgegenzufahren. Und dann haben wir hier in der Startnummer 191 Brian Corwels aus dem Team Brux Racing. Auch er mit einer richtig guten Leistung hier am Roval. 4 Minuten vor Schluss. Mike Steinecke, der ist weiterhin auf Position 6 unterwegs. Der hat Matthias Kraus mächtig abhängen können, der momentan auf Position 7 unterwegs ist. Dann haben wir auf der 8. Position Gregor Eid. Auf der 9. Position wirklich starkes Comeback von Alessandro Brigatti. Auf der 10 dann Marcel Freinsehner mit der Startnummer 111. Wir blicken auf die Zweikämpfe in diesem Rennen. Henry Thurmala gegen Holger Klüner. Da geht es um die Position 13. Dahinter, glaube ich, haben wir schon Stefan Kresin, der aber überrundet ist. Der hat auch eben ein sehr demoliertes Fahrzeug. Ja, Kresin wird auf 25 gewertet. Der Klüner kann da schon dranbleiben. Und Thurmala. Jetzt verliert er da fast das Auto, der Holger Klüner, zumindest kurz ein bisschen quer gestanden. Da verliert er natürlich jetzt etwas Schwung auf dem Oval, in den Kurven 3 und 4 des Ovals. Geht gleich rein in die Schikane und wir nähern uns langsam aber sicher dem Rennende und wir nähern uns langsam aber sicher dem Sieg von Jonas Wallmeier. Da lehne ich mich jetzt einfach mal aus dem Fenster. Ich hoffe, ich jinx da jetzt nichts in den letzten 2 Minuten, aber Jonas Wallmeier, der scheint hier dieses Rennen weiterhin komplett im Griff zu haben. Alan Day und Mick Horvath, die beiden trennen gerade knapp 4 Sekunden. Die Frage ist, ob es da nochmal spannend werden kann, aber Alan Day, der hat momentan auch einsam seine Runden auf Position 2. Konnte mit Wallmeier nicht hundertprozentig mithalten, aber sich auf Position 2 ziemlich festbeißen. Michael Horvath weiterhin auf 3. Der muss nach hinten nichts mehr fürchten, denn auch Maggi hat rund 8 bis 9 Sekunden Rückstand, den wir hier auf Position 4 haben. Auf der 5. Position Brian Corwels in der Startnummer 191. Auch nach vorne und nach hinten große Abstände, also auf Giorgio Maggi und auf Mike Steinecke auf Position 6. Oh, und da bleiben wir doch mal kurz drauf. Schau dir das an, der muss jetzt da durch dieses komplette Pack durch. Da geht es um die Überrundungen und ich glaube, da sind die ein oder anderen ordentlich am Fighten. Das ist natürlich immer eine ganz, ganz schwierige Situation für einen Fahrer,
Wir haben da unter anderem die Start Nummer 30 von Michiel Haberans und auch die 88 von Massimiliano Lanza, von Max Lanza aus der Euronesca. Aber Mike Steinecke ist da sehr, sehr gut durchgekommen. Dann haben wir auf der 7 Matthias Kraus. Weiterhin auf Top-10-Kurs. Sein Auto sieht eigentlich noch ganz ordentlich aus. Auf der 8 Gregor Eid. Auf der 9 dahinter Alessandro Brigatti. Oh, da wird es nochmal richtig eng jetzt in den letzten Runden dieses Rennens. Jetzt sind sie da schon nebeneinander. Mal schauen, ob Brigatti Eid jetzt attackieren kann. Die beiden Side by Side im Oval. Die 8 von Brigatti, die 61 von Eid. Jetzt geht es gleich rein in die Schikane. Brigatti natürlich mit dem Vorteil der inneren Linie, aber jetzt darf er den Bremspunkt nicht verpassen. Kommt aber relativ gut durch die Schikane. Kann Eid kontern? Sieht nicht danach aus. Dann nochmal fast das Auto am Ausgang. Aber doch, er kann kontern. Da hat er jetzt außen im Oval, kann er jetzt ein bisschen mehr Schwung vielleicht mitnehmen auf die Schikane hin. Ah, nee, da muss er zurückstecken. Und wir gehen jetzt natürlich auf den Führenden, auf Jonas Wallmeier, denn er ist in seiner letzten Runde und er wird jetzt gleich den Sieg bei der Virtual Racing.org NASCAR Wheel and Euro Series Challenge at the Roval feiern dürfen. Die Start Nummer 71, der Toyota von Jonas Wallmeier, jetzt gleich rein in die letzte Schikane. Und dann sieht er die Checkered Flag. Das ist unser Sieger. Das ist Jonas Wallmeier. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg hier am Charlotte Roval. Schauen wir mal, ob Alan Day die zweite Position festigen kann. 3 Sekunden zwischen ihm und Mick Horvath. Und da fährt er drüber. Auch für ihn keine Probleme. Auf Position 3 dann Michael Horvath. Jetzt warten wir darauf, dass Giorgio Maggi sich die 4. Position schnappt. Brian Crowells auf Position 5. Dann haben wir auf 6 Mike Steinecke. Der nächste, der ins Ziel kommt, das ist Matthias Kraus. Auf der 8. Position dann Alessandro Brigatti. Gregor Eid wird 9. Dann warten wir noch auf Marcel Freinsehner in der Startnummer 111. Der nächste, der ins Ziel kommt und der letzte in der Lead Lap, das ist Alain Mosqueron. Und damit sollten alle Fahrer drüber sein. Oh, hier haben wir jetzt noch mal ein paar Donuts, die wir sehen, unter anderem von Matthias Kraus. Da können wir mal ein bisschen drauf schauen. Und natürlich blicken wir auf den Sieger. Hier noch einmal im Bild. Jonas Wallmeier. Eine richtig starke Leistung von ihm hier in diesem Rennen. Er hat das Rennen nach Belieben dominiert. Er ist einer der besten Simracer, die ich persönlich kenne. Und er hat es verdient, hier auf Position 1 zu kommen. Vor Alan Day, vor Mick Horvath, vor Giorgio Maggi und Brian Crowells. Also tolle Leistung von der Startnummer 71. Tolle Leistung von Jonas Wallmeier. So, wir werden jetzt gleich einmal ganz kurz verabschieden, denn wir haben gleich noch 3 Interviewgäste. Wir schauen mal, dass wir die noch reinbekommen. Ich hoffe, da funktioniert alles und wir melden uns gleich wieder.
Bild hier, oder das ist eines der Bilder, genauso wie was wir vorhin gesehen haben, warum ich diese Serie jetzt schon 2 Jahre lang unglaublich ins Herz geschlossen habe. Seit der ersten Übertragung liebe ich diese Serie einfach. Es ist was Besonderes und das Niveau, welches wir haben, das ist unglaublich gestiegen. Okay, Bon. So, jetzt sind wir hier also nach dem Rennen jetzt auf dem virtuellen Podium. Ja, nicht virtuelles Podium. Wir haben uns nämlich 3 bzw. 2 Euronesca-Piloten dazu geholt, die wir jetzt im Nachgang dieses Rennens einfach mal kurz interviewen wollen. Und zwar Giorgio Maggi und Tobias Dauenhauer, die wir dabei haben. Wir fangen an mit Giorgio, denn du hast hier ein schönes Top-5-Ergebnis so nach Hause gebracht mit Position 4 im Hendricks Motorsports Ford Mustang. Wie war es denn für dich? Ja, es war eigentlich sehr anstrengend, weil es war von Anfang an ziemlich knapp wegen Benzin, wie weit ich komme. War mehr oder weniger bis noch Kopfrechnen beim Fahren. Und es war gut zu managen, einfach, dass ich mit Benzin und Reifen durchkomme, weil einmal ein bisschen zu viel auf den Reifen und dann funktioniert es einfach gar nicht mehr, aber sonst eigentlich gut durchgekommen. War ein bisschen schwierig mit Verkehr, aber sonst alles gut. Aber echt anstrengend. Jetzt ist das ja die Generalprobe gewesen für die Euronesca Esports Series, die ab nächsten Dienstag mit dem Showrennen in Daytona beginnt und danach die Woche dann mit dem virtuellen Rennen in Brands Hatch. Freust du dich drauf? Ja, ich freue mich sehr drauf. Auch wenn mir momentan immer noch im Simracing ein bisschen Speed fehlt. So die 1-2 kleinen Tricks, die für die letzte Sekunde es noch braucht, habe ich noch nicht ganz erlegt. Aber momentan komme ich ganz gut zu Schlag mit den Long Runs und habe einigermaßen jetzt gute Konstant. Also es wird sicher interessant und ich freue mich drauf, ja. Super, vielen, vielen Dank, Giorgio. Dann gehen wir jetzt weiter zu Tobias Dauenhauer aus dem Team Hendricks Motorsports, der sich das Auto in der kommenden Saison mit Champion Loris Hesemanns teilen wird. Tobias, wie lief's denn bei dir? Bei dir hatten wir viel Schaden gesehen am Auto.
Ja, das ist richtig. Es war eigentlich ein Katastrophenrennen bei mir, kann man schon sagen. Das Qualifying lief leider schon nicht gut. Hatte da leider eine Kollision gehabt, wollte ein bisschen zu viel. Und da kam mir das Heck. Und wenn ausgangsovales Heck kommt, kann man relativ wenig machen. Hatte dann auch schon einen starken Schaden im Qualifying, hatte dann noch eine Zeit gesetzt gehabt, aber die wurde dann leider nicht mehr gewertet. Somit bin ich dann von ganz hinten gestartet ins Feld. Habe mich versucht, aus allem rauszuhalten, aber es ging sehr, sehr chaotisch zu da hinten und hatte dann auch leider von der zweiten, dritten Runde ab auch schon ziemlich Schaden am Auto und ein schiefstehendes Lenkrad. Aber habe versucht, dann das Beste noch rauszuholen und im Endeffekt war es, glaube ich, Platz 18. Mehr war jetzt leider nicht drin gewesen für mich. Gleiche Frage wie bei Giorgio. Wie siehst du die EuroNASCAR eSports Series? Du wirst mit Sicherheit auch teilnehmen, richtig? Genau, auf jeden Fall. Ich werde auch teilnehmen. Ich muss im ganzen Sim-Racing-Bereich noch viel dazulernen. Für mich ist das alles sehr neu. Habe da selbst erst vor 1-2 Wochen so richtig damit begonnen. Muss noch viel Erfahrung sammeln. Von der einzelnen Pace her ist es eigentlich ganz zufriedenstellend. Jetzt für das, dass ich noch nicht so lange fahre, über die Konstanz hin muss ich einfach noch ein bisschen was dazulernen. Und ja, ich freue mich drauf, wenn es nächste Woche losgeht. Im Gegensatz zu Giorgio, der schon in der vergangenen Saison in der EuroNASCAR dabei war und deshalb weiß, wie die EuroNASCAR tickt, wartest du auf dein großes Debüt. Freust du dich auch darauf, endlich in der echten EuroNASCAR an den Start gehen zu dürfen, wenn wir endlich wieder dürfen? Ja, umso mehr, auf jeden Fall. Ich war nur jetzt letztes Jahr bei der Talentsichtung in Frankreich mit dabei gewesen von der EuroNASCAR. Und ja, warte heiß darauf, bis ich endlich mal ins Lenkrad greifen kann für diese Saison. Und freue mich auf jeden Fall drauf, umso mehr noch wie jetzt auf Sim-Racing. Super, vielen, vielen Dank an euch beiden und ich hoffe, ihr hattet zu Hause Spaß an diesem Rennen bei der Kooperation von virtualracing.org und der NASCAR Wheel in Euro Series am Charlotte Roval. Und damit sage ich, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bleibt alle gesund, bleibt alle sicher und schaltet wieder rein, wenn es heißt eSports bei EuroNASCAR und natürlich auch bei den anderen Serien von virtualracing.org. Macht's gut.